Wir wollen von der vorig merken mit dieser Reihe von Botschaften von Gott merkt reut für Weihnachten. Na, ich weiß, dass der Karl sagt, dass Weihnachten ist nicht in Gott gegeben, der Heldendag, und so sind Menschen, die holen nicht Weihnachten. So ich glaube, das Arach und so wieder. Und ich glaube, ich kann das so Arach brücken, aber ich will einfach sagen, dass Gott ist nicht in Gott, was nicht in Fast legt. Und besonders, wenn wir die Bibel lesen, Gott gibt ihnen voll Fasten, was sie sollen holen. Und ich glaube nicht, dass Gott jenen fast ist, aber was wir damit tun, ist manchmal vielleicht, was das auch merkt. Aber wir haben gecheckt in dieser Zeit nur Gott sein Versprechen. Und die 3 Botschaften, wenn die nicht gehört haben oder nicht sind hier was, kann der am App horchen, oder wir haben CDs dort hängen, wie ein Information Desk, wenn die Leute wollen. Die erste Botschaft wird ein Versprechen gegeben. Und so Gott verspricht, durch das ganze Alte Testament, und wir reden davon, wo Gott verspricht, in Erlöser zu schicken. In der zweiten Botschaft handelt sich von ein Versprechen gehalten. Und so Gott hält das Versprechen. Und die von Ihnen, was hier werden, die weiten, ich brauche ein bisschen Football-Beispiel von, wo die ein Goal haben, oder die haben ein Ziel. Und so hat Gott ein Ziel mit dieser Welt. Gott hat nicht bloß diese Welt gemerkt und die hinabgesagt und so nicht dort, was die wollen, nicht dreht das bloß so wieder. Gott hat ein Ziel. Von der weil wir checken nur ein Versprechen zu holen. Weißt du, Gott hält sein Versprechen mit einem Erlöser, aber Gott hat noch ein Versprechen gegeben, und dort ist, dass wir haben nach einer Ewigkeit, du hast kommt noch einen Tag, wo wir hier nicht mehr worden sind. Na, wir wissen alle, dass wir waren alle und wir starben hier und so wieder. Aber weißt du, das ist nicht das ein. Und so, du hast eine Ewigkeit, und du wirst von dir ein bisschen da denken. Und ich hatte ein bisschen das Beispiel von einem Football. Wir wissen, dass der Super Bowl, das ist das höchste Game in der Staatsweise von Football, oder das erste. Und so das ist ein bisschen das Beispiel von der, dass Gott hat versprochen, dass wir noch in Super Bowl gewinnen. Er hat das all gewonnen. Aber wir sind noch in dieser Welt. Na, some von den Dingen, was ich von der will sagen, ich weiß, dass in einer Weise gleich wieder euch von zu reden, besonders wenn wir denken an diese Welt und das Lieden, was hier erstens wieder. Ich rede auf Ferienwerk auch ein bisschen von, dass einmal das Leben, das Christenleben auf dieser Welt, das geht euch schein. Und da sind Troubles und so eine Dinge. Und dann haben wir das Idee manchmal, dass wenn wir Christen sind, dann soll es alles glatt fahren. Wenn wir nur Glauben haben, dann soll es immer gesund sein und recht sein und all die Dinge. Aber die Bibel lehrt uns das was. Na, lass mich uns sagen, dass ich glaube, dass Jesus ist gestorben für alle Trouble. All das, was der Fall hat verdreht, sozusagen. Weißt du, all uns Trouble, unsere Krankheit, uns Sterben, unser ganze Leiden hier. Dort ist wegen die Sinnenfall und so wieder. Und so dort hat alles verdorben. Und, aber Gott hat einen ganz anderen Plan. Ich kicke diese Stitten an. Jesus ist gestorben für das alle. Weißt du, die Idee ist einmal in das Leben, dass, okay, Jesus ist von unserer Krankheit gestorben, ist von unseren Troubles gestorben, nun soll wir keine mehr haben. Aber wir wissen alle, dass das Leben nicht dort schafft. Und einmal haben wir Frauen, einmal troubled uns dort. Wo wir hier in dieser Welt ein schweres Leben haben, Leiden, mit Schreef haben, sterben, Einsamkeit, Ruhen, all die Dinge, was hier sind. Das gleich wie euch. Aber weißt du, ich kicke das Stitten an. Jesus ist für das alle gestorben. Er hat das alle betont. Das ist alle vorig. Aber das schafft so mit dem Teufel. Weißt du, Jesus, die Bibel merkt, es wird ab schwer klar, dass Jesus hat den Teufel überwunden. Der Teufel ist gewonnen. Der Krieg ist gewonnen. Aber weißt du was? Die Bibel lehrt krass so sehr, dass wir kämpfen noch mit dem Teufel. Und weißt du, da habe ich mal ein bisschen mit Trouble mit, dass Jesus hat den gewonnen und wir sind in Versuchung wegen dem Teufel. Und so will ich das taub. Und weißt du, ich kann das alle sagen, weil die noch einmal sagen, von der besonders auch war, dass wir aus Gott sie nicht kennen. Wir müssen in Eivia sein haben. Für das Leben, das ist der Psalmist sagt. Ich check nur die gottlosen Menschen und die sind wahrscheinlich das Jäten, wo Vater worden, die leben sich einen guten Tag. Und dann sagt er ist meist gefallen. Ich weiß nicht, das noch mal so jetzt. Me dad. Dann check ich nur die Welt und mir sitzt ein Mensch, wenn ich nicht ein Christ wäre, nicht ein Prediger wäre, wenn ich dort deuten sie wieder und mir das Kranken wäre, ich abbrecht, ich hätte nicht Geld verdienen sie wieder, wo ich nicht mal so viel Geld mehr ans Meili. Und so eine Gedanken gehen mal durch. Und das ist, was der Psalmist sagt. Psalm 73, ich kann ihn lesen.
Und so hij kijkt naar de Welt en hij heeft trouble damit. En hij zegt, wo in de Welt leven die alle zo vrij en dat zitten die hebben keine zorgen en zo weer. En ik mee me voor God en dat vindt ze dat halt niet. En dan zegt de psalmist dat hij ging naar de kerk, hij ging naar God zijn huis, hij ging naar een tempel. En wie kan zeggen, hij ging naar de kerk. En dan hield hem een beetje stil en dan dacht hij aan dat eng. En dan dacht hij aan die mensen hier eng. En weet je, dat is wat ik junt wel zeer om hart leiden. Wenn wir nicht in Ewigkeitssinn haben, dann merkt das Leben für Gott nicht einen Sinn. Wenn wir sind nicht immer troublefrei. Oh Jesus, der heilt uns. Bitte dort mich nicht haarig verstehen. Ich glaube, dass Gott kann heilen, er wird heilen uns wieder. Zu der selbsten Zeit ist es bestimmt, dass wir wollen sterben, wir wollen alle, wir wollen schwacher und schließlich wollen wir alle sterben. Weißt du was? Wenn ich an mein Leben denke, ich sehe, wie viel alt sie? 55 Jahre alt, glaube ich. Und braucht meistens een calculator om dat uit te rekenen. Ik weet niet dat nog moet je weten, hoe je alt is. En zo, ik zie al in 1 eeuwen half durch mijn leven durch. En zo, de Bibel zegt 80 jaar, wie weten van de ervaring van wie in de Welt rondkrijgen 80 jaar. Ik meen, dat je mensen wat alle worden zo weer, maar daar snel ik wel mal zijn 80 jaar, zo oud bist du, hoeveel procent van die leven is al voorbij? En dat is je garantied dat du wordt sterven. En zo krijgen we zeggen we aan God geloven en we zeggen we geloven aan heil en we zeggen we geloven aan al deze dingen. We weten dat in deze wereld, du hast bloß einfach een Weg, wo het schaffen, Gott hat den Weg bestimmt, aber es ist nicht das eng, Lied, das ist nicht das eng. En zo daar we van daar een beetje aan denken. En verspreken te houden. God hat verspreken, hij wordt terugkomen, hij wordt ons uitraden, hij wordt ons scherpen, wordt herraden en zo wieder. En ik wil bloß van daar einfach te jullie zeggen, dat we hebben een zeer wundervolle toekomst. Der Apostel Paulus, hij wie een dag sagt, hij wie bij dem dritten Himmel, vielleicht wonder je hoeveel Himmel dat je hebt, aber der erste Himmel ist der Wolkenhimmel, da wo die Vögel fliegen, der zweite Himmel ist, was wir würden sein, Space, wo die Sterne sind und so wieder, und der dritte Himmel ist, wo Gott wohnt. Und so Paulus ist ein dritter Himmel, er sagt, er hat Dinge gesehen, was ein Mensch nicht nur sein kann. Kann ich ihn feststellen? Wie leben wir hat es hier scheinen, wie hat es scheint. Je in der Welt, stützt je drei, dat Steven en Ray Botschaften von wo recht wir sind, in je in der Welt vergleicht, sind wir von der höchsten 5%, bisschen gerein alle von uns in der Welt, von Menschen, von Reichtümern, wo scheinen uns das ja und so wieder. Wir leben auf der ganz besten Städte in der Welt. Ich weiß nicht, ob du ever denken. Aber danach sind viele Troubles und so wieder. Aber Gott hat einen anderen Plan mit der Zukunft. Ich habe Ihnen gesagt in diesen Botschaften, dass Gott schaut von Ewigkeit, ich meine von Paradies und Paradies. Gott fängt mit den Menschen an im Paradies und wenn wir die Bibel durchlesen, dann am Ende war im Paradies. Wollt ihr da hin? Ich will da hin. Nur im Paradies, wo das herrlich sind. Keine Krankheit mehr, kein Kräft, keine gebrochene Knirkes, keine Kopfvideo, keine Feitvideo. Alle, wo wir hoch haben, wieder, gleich weg. Und so, und weißt ihr, wo das herrlich sind. Und so, das ist, wo wir hin wollen. In Hebräer 9, Vers 28. Das sagt es steht, so wird auch Christus einmal geopfert, viele Menschen ihre Sinnen wegzunehmen. Bis sie ein zweites Mal kommen, wird er nicht wegen Sinn wegnehmen kommen, aber am Deuter raten, die nur am Lüren. Und weißt ihr, wir sind gerat, aber wir waren noch gerat. Und da müssen wir verstehen, wenn wir denken an Heilung, an Lieden, und die Dinge, du bist gerat, aber du warst noch gerat. Das Körper, was er verjährt, und was alle wird, und was krank wird, und was weiter fährt und so wieder, die wird noch angetuscht worden für einen wundervollen Körper. Und so die Bibel verspricht, dass Gott ihn versprechen. So ich will von der ein bisschen Römer 8 nennen, checken. Römer 8 redet von der Denk, von wo die ganze Schöpfung steht und so wieder. Und ihr weißt ja, wegen den Fall und die Dinge. Und so ich würde gleich, wenn ihr die Bibel habt, die will mitlesen, Römer Kapitel 8, das letzte Part von dort Kapitel. Na weet je, ver wir hier lesen, weil wir ein klein bisschen checken, Paulus hat in der Römerbrief ist ein sehr interessanter Brief, aber Paulus hat uns gesagt, von Anfang an, dass alle Menschen sind Sünder. Das ist einfach der Punkt von Römerbrief, dass Juden und Heiden bad. Weil die Juden dachten so, oh, sei wir in die guten Menschen, die Heiden wir in die Schlecht und so wieder. Und so, wir sind auch manchmal ein bisschen so, wir sind die Guten, die anderen sind die Schlecht und so wieder. Aber weißt du, wir sind alle Sünder. Und Paulus merkt das in Römerbrief sehr klar, dass du es nicht eingereicht und nicht einer sagt. Wir sind alle Sünder. Aber dann sagt er, Jesus ist gekommen, er hat Adam, da was Adam verdarf, hat Jesus dreigedreht. Und er hat uns gerat. Und nu durch den Glauben an Jesus Christus sind wir gerat.
Und dann sagt dass wir haben den Heiligen Geist gekriegt. In das erste Part von Römer 8 besonders redet davon, wo wir sollen im Geist wohnen. Wir haben gerade die Botschaften durch hier von Heiligen Geist und so weiter. Wir wollen noch mal da lernen. Aber weißt du, wir haben den Heiligen Geist. Und so wir sind geraten durch Jesus Christus, durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind alle Sünder, aber Jesus ging das betonen. Und das ist die Botschaft von den Römerbrief. Und nur durch Gott seine Gnade und durch Gott seine Gerechtigkeit, was er uns schafft, haben wir geraten worden. Aber dann bei einmal in Römer 8, Vers 18, vielleicht denkt Paulus, okay, das alles, was dort Jesus hat uns geraten, wir sind in Gott seine Gerechtigkeit und so weiter. Wo erklären wir dann das ganze Leben hier in das Lieden in so eine Dinge? Und so hat durch in Römer 8, Vers 18. Er sagt so steht, für mich zu besäumen, sind diese Lieden nicht wert mit der Herrlichkeit zu vergleichen, die uns soll offenbart werden. Na, hier sind zwei Wörter in das Vers, was ich will ein bisschen anreden. In Rütheben, ein eines Lieden, das andere ist Herrlichkeit. Und weißt du, diese Wörter, die sind sich gegen Eva. Und so dort Lieden in dieser Welt. Paulus, er weiß von was er redet, er muss viel lieden und so weiter. Aber er sagt, dass dort Lieden in dieser Welt, dort ist nicht zu vergleichen mit der Herrlichkeit. Und ich weiß nicht, ich habe einmal so gedacht, ich habe mir einmal gewünscht, wann wir mal können, eine Minute im Himmel leben. Na, wann wir haben, würden wir nicht wollen, kommen, nicht? Wir haben alle Hunde Beek und so weiter, von wer es durch was und so weiter. Und weißt du, mir ist das immer interessant. Bei einmal ist, wo ein Mensch gestorben ist, gekommen und so weiter, und nu ist das meist Gott. Weißt du Gott, da was den Himmel merken, was die Erde merken, was hier werden, was starben, was der Abstand, den sie im Buch haben. Wir wollen dort leben. Aber weißt du, durchs Lieden. Und Jesus weiß, was Lieden meint. In Hebräer 12, Vers 2. Er sagt es, weil wir Jesus immer im Auge holen, der den Glauben in uns angefangen haben, noch vor dich merken wird. Jesus hat keinen Frieden haben, aber er nimmt das Lieden am Kreuz auf sich und er schon, so als wenn das nicht schwer und hastig und der Reichte sieht von Gott sein Thron gesagt. Meint ihr dort in das Vers, dass wir waren diese beiden Sieden haben? Jesus hat kein Lieden. Er muss schon drehen. Er hängt da nervig am Kreuz. Für alle Menschen zu spotten und zu sein. Das heißt, sie spielen und sie reiten sie im Bord aus. In verschiedene Dinge. Kielen dann sagen die Prophet Samuel. Und als sie da am Kreuz hängt, dann sagen sie, hey, wenn du wirklich Gott bist, dann komm mal rauf. Ich habe mir also gedacht, dort wird Jesus seine größte Versicherung. Kann ich Ihnen vorstellen, wenn du die Macht hast, oft kommt von Kreuz und die Menschen stehen und spotten, würden es nicht mehr so gehen, hey, okay, wenn die wollen, dann wollen wir mal. Wie gleichen das manchmal, wenn ein Mensch mal hastig in den Eng kommt, nicht? Besonders, wenn ich nicht, dass sie was in den Eng kommt. Und so, Jesus hängt und Kreuz mit seinen Schauen, mit seinen Lieden. Und so, wenn wir in Jesaja 53 lesen, dann haben wir die Beschreibung von wo Jesus wird sein. Und wo wir uns ungesagt von ihm wegdrehen. Er wird Gott ein schmacker Mensch. Und er muss lieben. Und all diese Dinge. Wie dachten Gott struft und so wieder, sagt der Prophet. Aber hier sind zwei Dinge. Jesus musste lieben. Und dann sagt er, nun haben wir sich zu Gott seine rechte Hand durchgesagt. Herrlichkeit. Und Jesus hat in seine Herrlichkeit von dir. Er hat keinen Frieden haben, aber er tut nicht. Er kam auf diese Welt. In Offenbarung 4, Vers 12, da sehen wir noch mehr von Jesus seine Herrlichkeit. Dort sagt es dort, sie singen mit lüder Stimme. Dort Lohn, dort dort gemerkt, wie es dort wird, Kraft und Reichtum und Weisheit und Gewalt und Ehr zu nehmen und gelobt und gedankt zu werden. Und so redet hier von Jesus. Und Johannes sitzt im Himmel. Er ist in der Thronstufe Gottes. Und das ist wundervoll zu beschreiben. Und da sagt Jesus, dort Lohn Gottes. Und er sagt, er ist dort wird, alle Kraft und Reichtum und Weisheit und Gewalt und Ehr und gelobt und gedankt zu werden. Jesus seine Herrlichkeit. Der Apostel Paulus, er weiß, was Lieden meint. Er schreibt hier in Römer 8, dass diese Lieden hier. Und weißt du, wir haben Lieden in dieser Welt auch belebt, gleich all, die haben mal die Feld getan, oder wir haben auch manchmal Krankheit gehabt, oder wir haben vielleicht wem verloren im Leben, und so eine Dinge, dort haben wir belebt. Wer von euch hat mal derche Hälfte gekriegt, wenn du an Jesus glaubst? Wer von euch, wem hat sie mal mit Steiner Tod gekillt, wenn du an Jesus glaubst? Oder wer von euch hat diese Dinge meist durchgemerkt, was Paulus hier beschreibt? Lass mich lesen, 2. Korinther 11, Vers 24. Er sagt es, von den Juden habe ich 5-mal 39 Hälfte gekriegt. Weißt du, dort wir nicht bloß ein Strang, dort wir ein Pitchen,
met steinetjes, spitse Steine, de knerkes, nen geflochten, die schneiden, die Hüt twee. En so, Paulus sagt, hij hat van de Juden 5-mal 39 heb gekregen. 3-mal werd ik met stang verheft en einmal werd ik gesteinigt. 3-mal sloeg mijn schap te wraak. Een ander wieder zijn schap niet unja. Een dag en een nacht bracht ik op den meer toe. Ik heb veel gereisd. Ik zie durch riefers en je voor je was. En je voor durch rijbers. En je voor mank de Juden. En je voor mank andere volken. En je voor in de steden. En je voor in de wildnis. En je voor op meer. En je voor mank ontruhe bereiden. Ik had losten in mij en veel schluploze nachten. Ik zie hungrig en durstig was. Ik heb hem kalden gehubberd en heb veel gevost. En buiten al deze nacht, de dag dergelijke arbeidslos en de zorg om de gemeente. En zo Paulus beschrijft maar een beetje zijn het leven. En zo hij heeft verschiedenste derg. En weet je, ik doe einmal Apostelgeschichte onderrichten in de Bibelschool. We hadden het hier groot in de kerk derg genomen. En die van jullie wat wir weten, ich habe vielmal gesagt, dass Paulus nicht abgeeft. En meest jeder daar kriegt derche heft. Is een schmeiten im Rüt. Is een steinen am. Du wie sagst, was sie verspotten haben, die Juden verfolgen am. Verschiedenste Dinge. Und weet je, Paulus weiß, wenn er sagt, diese Lieden hier, da wird nicht bloß ein ladet Wort. Er weiß, von was redet. Paulus kann durch die Herrlichkeit. In 2. Korinther 12, Vers 1. Er sagt, hij mag noch wahre groot reden, wanneer het ook niet helpt. So hij dat zichzelf verteidigen en doormaken vertelt hij soms van de dingen van zichzelf. En zo zegt hij mag nog weer groot reden, wanneer het ook niet helpt. Ik wil aber daarvan reden, wat de Heer mij openbaren deed in zijn leid. Ik ken een man in Christus, die wordt 14 jaar terug. Of hij am Tarpa oder buiten Tarpa weer, weet ik niet. Dat weet God in den derde Himmel genomen. Die wordt in dat Paradies gehoven. Dat is wat ik je zei. Wie zijn wij in een Paradies? En dan zegt hij, door hier hij weer die niet uit te spreken zijn en die geen mens nu zijn kan. En zo Paulus wist wat herrlijkheid weer. En ik stel me zo voor, de apostel Paulus, van hij mal waar groot sterke heft had gereden. En hij zat in Philippi in jail, derche chielt, der is ganz blauwdrig, en staat ja vastgeschreven in gevangenis. En hij en Silas zij zingen. Weet je hoe die zingen kunnen? Wenn sie dachten an die Herrlichkeit. Sie hatten ein ewiges Sein. Und weißt du, wie gehen da Lieden? Vielleicht hast du eine schwere Zeit. Und jemand sagt, wie die Weihnachten ist eine schwere Zeit. Das ist die Zeit, wo die meiste Bedeutung ist. Some von ihnen haben eine leiste Person im Leben verloren. Vielleicht in Weihnachten ist die schwanste Zeit. Wenn wir nicht an denken, so sei ja, dass diese Welt ist ein Ziel. Wir sind gemerkt für eine Ewigkeit. Wir sind gemerkt für die Herrlichkeit. 2. Korinther 4:17 redet Paulus von het zelfs denken. Hij zegt, ons woord wat we hier durchmerken moeten is begrenzt en leicht. Dat verschafft ons Wort, wat even alle moeten herrlich sein wordt en für immer blijven. Wir trachten nicht nur dort, was zu sein ist, aber nur dort, was nicht zu sein ist. Weil was zu sein ist für diese Zeit, was aber nicht zu sein ist ewig. Und das ist, was uns Trouble nennt. Wie wollen das sein? En weet je, te geloven dat ik heb een herrlichkeit, te geloven dat God wordt mij een nieuwe Körper geven, die wordt gezond zijn, die wordt herrlich zijn, die wordt wondervol zijn. Dat zo, Paulus zegt, ik heb deze eer, je hebt het geen woorden te beschrijven, waar het paradies is. En zo dat te geloven, ik kan er niks van zijn. Ik zie nu groot in de domme tijd en me jaren slag en ik moet lijden en ik ga treffen, ik zie krank, dit is aardig, dat is aardig, dat is aardig, en zo weer. En dan te geloven dat dit niet het eng. Dan te geloven dat ik heb een Toekomst, eine Herrlichkeit, was kein Mensch beschreiben kann, das braucht Glauben. Und so Paulus sagt, wir trachten nur da, was nicht zu sein wird, nicht nur da, was zu sein wird. Und so Jesus kann leiden, Paulus kann leiden, ich und du, wir können auch in Bett leiden. Und ich kann euch sagen, dass wir haben in Wirklichkeit noch niemals geleden, really, nicht für uns glauben. Wir haben vielleicht geleden in anderen Wegen, vielleicht haben sie die mal ein bisschen verspott. Aber so ich sage, ich kann kein Mensch und ich soll sie nicht sagen, was sie mal haben verkehlt, wenn Herrn Jesus glaubt. Mir haben sie noch niemals versucht, dort zu merken, wenn ich an Jesus glaube. Mir haben sie noch niemals mit Steinen verkehlt, wenn ich an Jesus glaube. Und so ich weiß selbst nicht really, was wirklich Leiden ist. Ich lese von anderen Christen in der Welt, in den letzten 100 Jahren sind mehr Christen umgebracht als in alle anderen Jahren taub, als in 2000 Jahren taub. Und so, da sind von den Christen, die da leiden müssen, die in Ländern wohnen, wo Verfolgung ist und so weiter.
Als ik in de Bibel schul weer aan de maat 9 jaar, dan deed we mal een beetje studeren. Wat leven mensen, wat is de theologie? Theologie meint bloß einfach onze leer van God. En wat mij interessant was, wat ik niemals vergeten had, dat in zo'n landen wat arm zijn. En besonders in Südamerika, da wären some Türken, die weten nicht, wo das nächste Multit von kommt. Die haben nicht in Türkei zum Oven so some von Jünd haben. Und so, die weten nicht, von wo der nächste Multit kommt. Weet je wat die Predigers das ganz meiste predigen? Von Himmel. Und wenn ich an mich denke, wieviel Mal habe ich von Himmel gepredigt, das ist meist im Schämen. Und wir sind so gefokust an diese Welt. En van wat dat ons tot hier wordt schijnen. En dat ik hier wil rijk zijn. En dat ik hier wil alles hebben. Dat ik hier wil gezond zijn. En weet je, bitte dat me niet hard verstaan. Ik wil niet irgendwie een doel ran, wann wir schaffen, soll schaffen en wir haben veel dingen en so wieder. Geef Gott die Ehren, braucht das von. Aber weet je, wir sind gefokust an diese Erde so viel. Und das ist nicht alles. Und die kostet die ganze Welt einen. Und Jesus sagt, was halt das, wenn du die Welt gewinnt und verlässt deine Seele? Wenn wir haben eine Ewigkeit. Und dort klein stutzt je Lieden hier. Weil wir nicht abgeben, du Mann. 1. Petrus 4, Vers 12. Da sagt Petrus es steht, liebe Freunde, wenn die Versicherungen durch die gegangen machen, auch Vierheit waren, da werden sie dort nicht so an, als wenn irgendwas bitter gewöhnlich passiert. Das ist bloß, um den Glauben auf die Probe zu stellen. Und so, ich glaube, wir haben alle belebt, manchmal Dinge, Versicherungen, Dinge, die schwer gehen, wie viel manchmal noch abgeben. Some Menschen geben ab. Vielleicht warst du das Jahr an so einer Zeit warst, wo du so denkst, wohin will ich noch wieder leben, das halbt dir bloß absolut rein nicht. Und dann wollen wir nicht vergessen, dass wir haben eine Ewigkeit. Jesus ist beim Vater an der rechten Hand und er hat einen Plan für uns. Lass mich Ihnen some Dinge lesen. Ich habe nicht mit Bibelversen von der, wenn ich will keine andere Weg von das sein, als was Gott sagt davon. Aber hörst nur das, 1. Petrus 4, 13. Er sagt, Freund, Leiber, willst durch so eine Versicherung, wo je Christus seine Leidenspartner. Und dann, wo je nachher auch die Freude haben, an seine Herrlichkeit teilzunehmen, die dann für den Tag kommt, wenn Jesus kommen wird. Und weißt du, Gott sein gerates Versprechen, nicht bloß von der, aber durch die ganze Bibel, als Jesus sein Zweiter kommt. Ich kann feststellen, dass ein Tag, wo Jesus kommt, die Person wird bloßen, und wir wollen in der Luft Jesus begegnen, die Gräber wollen aufgehen, die Todes wollen abstehen, die Bibel ist sehr klar über das, und wir wollen mit Jesus taub für alle Herrlichkeit. Weißt du, was dann wird passieren? Du wirst von jeder Trouble vergeten, von aller Schuld, die du hast, von all deiner Krankheit, all deine Kräfte, all deine Beine, die wir tun, oder deine Uhren, oder was immer das ist, du wirst dich dann von vergeten. Und wir wollen mit Jesus mitfahren. Ich will das sein. Ich will das sein. Und so, in Offenbarung 7, Vers 9, das ist ein von meinen Lieblings-Enge in der Bibel. Und das beschreibt, was dann passiert. Das beschreibt, wo wir hin wollen. Das sagt es das. In Offenbarung 7, 9. Als dit ever wir, sag ich von allen Rassen, Volksstamm, Sprachen und Menschen eine Herde, die keiner teilen können, für den Thron wie das Lamm, in witte Kleider stehen mit Palmaster in den Händen. Und die schrien mit lauter Stimme, unsere Radung kommt von unserem Gott, der auf den Thron sitzt und von das Lamm. Und alle Engel stünden an den Thron und an die Alterssessen, an die Feuertieren. Sie schmeiten sich durch mit der Kopf auf die Erde und beten Gott an und sehen, Amen, Sehen, in Herrlichkeit, in Weisheit, in Dank, in Ehr, in Kraft, in Gewalt, gehört unseren Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Du will ich sagen, kann ich feststellen, alle Rassen auf der Welt? Oh, ich weiß, für uns ist das eine besondere steht. Für jeder davon. Alle Rassen auf der Welt, schwarz und wit und gel, und wir waren alle taub dem Herrn preisen. Wow. Du will ich sagen, weißt du, Schwester, auf diese Erde, Paulus sagt, die Lieden hier, das ist bloß für eine Zeit. Und er sagt, das ist leicht im Vergleich von was da kommt. Und ich weiß nicht, wo je von dir sind. Ich weiß nicht, was du das Jahr belebt hast und was du dir wünschst für das nächste Jahr. Aber ich will dir an Hort leihen, dass wenn wir Jesus Christus haben, wir glauben an Jesus Christus, wir haben eine Zukunft, die nicht mit Menschen wird zu beschreiben wird. Das ist ein Versprechen von Gott. Er wird das holen. Er verspricht das Versprechen, dass Jesus wird kommen. Das ist gekommen. Wir haben von der Erlösung. Und Gott hat Versprechen.
dass er wird uns hier rütraden. Er hat versprochen, dass er wird ein Tag zurückkommen. Er sagt wieder in Römer 8, Vers 19, alles, was ihr merkt, das lügt uit euer Geduld, dass Gott seine Kinder für den Tag kommen. Das ist ein bisschen eine interessante Idee, nicht? Aber was er sagt, erst die ganze Schöpfung, der lügt noch, dass Gott wird wiesen, wer wir sind aus seine Kinder. Ich kann den Vers nicht, aber auf einer Stelle sagt er, dass wir weiten nicht krank wird sein, aber wir weiten, wir wollen so sein als Jesus. Und so da wird herrlich sein. In Offenbarung 21, da haben wir eine Beschreibung von das. Er sagt es, dass ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, weil der erste Himmel und die erste Erde verschwungen und du hast kein mehr. Dann sah ich, Johannes, der heilige Stadt, dort neue Jerusalem von Gott in den Himmel raufkommen, als eine uitgestromte Brut reit für ihr Mann. Und ich hörte eine laute Stimme vom Himmel sagen, check einmal, nu ist Gott seine Wohnung manche Menschen, und er wird mit an Top wohnen, und sie wollen sein Volk sein, und Gott selbst wird mit an sein, und Gott sein. Und Gott wird alle Thron von ihnen waschen. Du wird kein Tod oder Trauer oder Heelen oder Weide mehr sein, weil es wird vorher wie es verschwungen. Dann seht der auf den Thron sagt, check einmal, ich merke alles nie. Und er seht zu mir schrieb, weil es diese wird sind wahrhaftig und abzuverloten. Weißt ihr, Lied, Gott hat versprochen im Himmel. Und Johannes sagt, der heilige Stadt. Weißt ihr, wer der heilige Stadt ist? Dort sind die Gläubigen. Wenn wir dann wieder lesen, dann sagt der Engel zu Johannes, komm, ich will dir mal die Brut wiesen. Und dann wies er ihm die Stadt, ein beschrifteter Stadt. Na, das ist ein Symbol von Gott, seine Brut. Und so, der kommt von Himmel rauf, mit Jesus taub, mit Gott taub, und er wird hier sein. Und weißt ihr, was die Bibel sagt? Die Bibel sagt, die ganze Kreatur, die lügt nur den Tag, wenn das wird passieren. Das Erde, was wir hier haben, das Trouble, was wir hier haben, die wird verschwinden. Und dann wird ein neuer Himmel und eine neue Erde sein. Some Menschen sagen, sie wollen in den Himmel auf Gold gehen. Das ist mir nicht sehr untreu. Das ist mir zu hart. Aber weißt du was? Manche Bäume, manche Bäume, in Riefen mit klares Wasser, mit Tieren und so weiter. Und sie gerade können wollen auf Leis reden und so eine Dinge. Kann ich Ihnen vorstellen, wie herrlich das wird sein? Das will ich wohl sein. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Wenn wir nicht ansluten, die Troubles, was wir hier nu haben, die lassen ganz möglich merken, ganz ans Leben verdorben, dass uns nicht mal hier das kleinste scheint jetzt. Und ich weiß, dass das Dinge was nicht scheinen gehen. Wenn wir eine ewige Perspektive haben, wenn wir auf Ewigkeit denken. Er sagt wieder in Vers 20, die Kreatur wird jen ihren Willen von Gott bestimmt, zu vergehen, wie es Gott zu wollen, in die Hoffnung, dass die Kreatur selbst von ihrer Sklaverei, die dort verdorben eben anbringen, wird loskommen, und in die Gotteskinder ihre Freiheit und Herrlichkeit ankommen. Was er hier sagt, ist, dass, weißt du, diese Welt, die ist in Sklaverei, diese Welt, die verjährt, diese Welt, die wird, wir wissen alle von was wir reden. Die Dinge vergehen diese Welt, die Dinge, die verfallen, die Dinge werden alt. Aber er sagt, die wird ein Tag loskommen von dieser Sklaverei und die wird in die Gotteskinder ihre Herrlichkeit ankommen. Was er hier sagt, ist, dass diese Schöpfung wird Gott nie merken. Und dann sagt er wieder in Vers 22, wie weit dass die ganze Kreatur nach haben stehnend in Geburtsweide und lieben hat. Und das wird wir in dieser Welt sein. Wer von Ihnen gleich Tieren zu watchen? Ich gleich nochmal Shows zu watchen von Tieren. Wo Gott die gemerkt hat, wo die leben und so wieder. Aber weißt ihr, was mir einmal ein bisschen die Mehlmesskrieg überkoppt hat? Da das, wenn du ein Schmackerei ist, und der Leib, der schlägt sich da mal einen Struck an, und dann gibt er sich den Reu, und der Reu, der stank an schlechten Dad, was der Leib den aufgeweicht hat, und hat den Tod gemerkt. Das war das hier von redet, die ganze Schöpfung, die steht in Weidel. Ein Tag wird es anders sein. Das ist eine Beschreibung in Jesaja. Ich habe es nicht, habt ihr hier nicht, aber das ist eine Beschreibung, was er sagt, von wo was sein, der Leib und das Lamm wollen taub spielen, kleine Kinder wollen mit der Schlange spielen, all so eine Dinge. Wenn all diese Feindschaft, even zwischen Tieren, die wird wahrgenommen werden. Und so wird diese Schöpfung nie mehr. Und dann sagt er in Vers 23, und nicht bloß die Kreatur, aber wie selbst, der Gott all sein Jes geschenkt hat, lüren du nur, dass Gott uns seine Sehns abnehmen und von unser verjänglichen Körper freimerken wird. Und welche Lied? Wie hat den Heiligen Geist? Wie hat Gott davon geredet in Proverb 3? Wie hat den Heiligen Geist? Als Gott seine Kinder, du hast den Heiligen Geist. Du bist gefällt mein Heiliger Geist. Und wir wollen gefällt sein. Aber wisst ihr, was er sagt? Dass sogar wir, was den Heiligen Geist haben, wir haben hier ein schweres Leben. Das sind Dinge, was nicht schenken. Das sind Dinge, was nicht gesund sind, können wir sagen.
Aber hij sagt, wir wollen ein Tag davon frei sein. Und so wie Lühr nur den Tag, wann ans Charper wird loskommen. Und ich will dir noch ein paar Vers lesen. Wenn wir das denken, das ist unsere Zukunft, das ist unser Ziel. Er sagt es dit, der Herr wird selbst von Himmel raufkommen und Lüd sagen, was passieren soll. Der höchste Engel wird rauben in Gott seine Person wird geblost worden. Dann werden die im Glauben an Christus seilig gestorben sind, zu ihr abstehen. Dann wo wir, die wir leben und geblieben sind, zugleich mit ihm auf die Wolken mitgenommen worden, in unseren Herrn begegnen. Und dann wo wir immer bei ihm sind. Weißt du, was er dann sagt? Er sagt das. Mit dieser Welt tröstend untereinander. Ich weiß nicht, was 2016 für die gemeint hat. Vielleicht würdest du sagen, dass dein Schwanz das Joy war. Vielleicht würden some von ihnen sagen, dass dein Bass das Joy war. Ich weiß nicht. Aber weißt du was? Durch den Tag, dann wird Jesus zurückkommen, die Person wird bloßen, und uns wird die Dinge von dieser Welt, die werden schrecklich unwichtig worden an dem Moment. Und das Charper, was ich habe, wird manchmal weiter und so wieder, die wird hier bleiben. Ich war verwandelt worden. In 1. Korinther 15 redet Paulus davon, wir waren ein Augenblick verwandelt worden. Wir waren nie ein Charper stehen. Wir waren mit Jesus mitgefahren. Keine Thron mehr, keine Weide, kein Tran, kein Begrafnis, kein Schreef, keine Krankheit. Und wir waren immer bei dem Herrn sein. Wollt ihr mit? Ich will mit. Weißt du, 2016 hat vielleicht die some Lieden gegeben. Paulus sagt, diese Lieden, was wir haben, das klingt wird, weil wir nicht mutlos werden, weil wir an Christus glauben. Wir haben eine Zukunft, Geschwister, was ich nicht mit wieder beschreiben kann und was kein Mensch kann. Aber das wird herrlich sein. Und wir wollen beim Herrn sein. Weil wir abschauen. Gott gibt ein Versprechen, dass er den Messias schicken. Und als der Zeit erfüllt wird, dann kann Gott sein sehen von der Frühgeburt. Viele sind check wie nur, wo Gott das in Erfüllung braucht und wo in Jesus Christus viel von der Bibel ist in Erfüllung gegangen. Das nächste große Versprechen ist, dass Jesus wird in der Welt zurückkommen und eigentlich war mitfahren. Weil wir nicht abgeben. Gott hat ein Versprechen zu holen und er wird es holen. Gott ist nicht ein Mensch, der legen kann. Gott ist nicht ein Mensch, der verspricht und dort nicht wird holen. Er wird es holen.